Herzlich willkommen zu einer neuer Episode Serien läuft. Ja, den Nummenge hört sich manifestiert. Wir sind lo an der los mich Quatsch erzählen 7. Episode von Mandalorian. Ganz genau 7 Episode als Staffel habe ich so 8 Episoden der Tisch mir steuern so los zum Schluss so. Nächste Woche misst dann die Last kommen, wann ich lo heimisch nicht ihre, wann sie da nicht mit der letzten Staffel sollten geändert tun. Gefährliches Halbwissen heirem Umstart. Auf jeden Fall wie gesagt, wir steuern Richtung Schluss. Und ich hatte ja schon gesagt, und ich meine, die im Klo sind das kein Geheimnis. Und es ist ja wahrscheinlich die letzten, den Heimat so Insider-News kennt. Normalerweise seht ihr an den Kommentaren, die mich an allem nicht, wieso so nicht berichtigt, aber auf jeden Fall mehr wissen über das ganze Universum wie ich mein Wissen erweitert sich so los, aber sicher, weil ich Clone Wars umgegangen sind und dann steht noch Rebel Zone und Bad Batch und das steht noch viel un. Aber auf jeden Fall holen ich noch und trotzdem muss so diene ich mich noch immer schwer beim Artstyle. Lukas möchtet mal wirklich nicht einfach mit dem Artstyle, muss ich wirklich sagen. Aber so los kommt nicht ran. Voilà, los also auf jeden Fall mal über Episode 7 schwätzen. Und zwar fangen wir an ob Coruscant. Ja, wir kommen an den Coruscant Underground, kommen wir doch an mir stelle fest, mir gesehen die Eichkeier hinter langem den Moff Gideon. Ja, das war ja auch schon kein Geheimnis, dass den da ist, aber mir gesehen das an. Ja, Mandalorianer sind noch immer ein Problem an seinen Namen, zu Recht. Mir stelle fest, dass das Imperium halt noch immer nicht fort ist. Dass am Untergrund oder am Hintergrund noch immer imperialistische Strukturen sich befinden. Das habe ich mega fand. Das ist ja genau das, was ich mehr will gesehen. Ja, so das ganz Hintergrundwissen, was du passiert das für, dass die New Order do zustande kennt. Für das Thema Klonen weitergeht und so weiter und fort. Und das fängt so los und alles sich ein bisschen abzudecken. Wir gehen auch dem Hux, sein Pap, den als auch daran zu gesehen, den du machst ja schon eine direkt neue Ubindung und Episode 7 oder überhaupt die Trilogie, was ganz cool ist. Also du kannst von der Trilogie halen, was ich will, aber Tatsache ist du und muss nur der Beste gemacht, was möglich ist. Wir können nur darüber diskutieren, solange darüber diskutieren, was gut war, was schlecht war. Es waren definitiv viel schlechte Decisionen dran, kein Zweifel, aber die Trilogie ist du und man muss nicht paar Stress machen. Und das fängt man halt mit der Serie gerade an, dass das alles viel mehr sinnvoll wird. Die ich mir keine Informationen darüber, was am Hintergrund passiert, was ich immens flott von tun. Ich fand es ein bisschen schwer, dass man so quasi bis zum Schluss da war, denn es ging mir cool fand, wenn sich so Szenen oder so Schlüsselszenen mehr über die Serie gänge verdelen. Mir irgendwie befindet sich das dann immer mehr so zum Schluss, da sind das dann halt eben bombastisch am kaputt. Bon, okay. Voilà. Mandalorianer probieren sich ein bisschen zusammen zu raffen, was auch, wenn wir fanden, also schließlich an der Mandalorian-Serie, was ja auch gut ist. Wir wollen schließlich mehr Mandalorian haben. Oder, falls ich mich da täusche, ich denke an der Mandalorianer-Sendung oder Serie wäre das ja schon gut. Und das fand ich flott, dass wir da auf den Planet Mandalore zurückkommen, da mehr zu Gesicht kriegen. Und ja, die ganz verschiedenen Clans sich ein bisschen zusammenraffen und genau eben die Konflikte zwischen den Clans da ein bisschen abgedeckt gehen. Dann kriegen wir etwas, du weißt noch nicht so 100%, was ich davon halten soll. Aber ich denke, ich weiß, was für eine Richtung so gehen wollen. Also, den Grogu kriegt so ein ja, aus dem Druid, da frage ich nicht mehr, wie ihn heißt, aus der ersten Staffel, der kriegt ja dann, da quasi sein Vehikel gebaut, also der Grogu steuert das ja,
an dummer da assen wesentlich méi mobil. Ich denke, dat das so eng Problematik, die Disney se schwt misse stellen an hun se sech misse froen, wéi gi man dat lo un. Weil de Grogu ass ziemlich ageschränkt, den ass trppelt relativ loes am Kämpfen so ja okay kannst er seng Mar so ersetzen, aber so richsche Kämpfer se net, a wann er natürlich so ein Druid als Rüstung huet oder als Vehikel huet, kann er natürlich viel besser mat senger Engagement interagieren. Dat wirkt lomofirteicht bisschen komisch an bisschen lächerlich, aber mo gucke wat ze draus ma. Ich denke, dat gëtt dem Charakter Grogu nach bisschen méi Fleisch an dat gëtt man kann ihn auch bisschen besser mit dem, also die ganze Welt kann besser mit dem interagieren, an he kann besser interagieren, weil hin geht das ja noch immer einfach ein Pop an so klamm sie wie der teilst du wirkt. Also ja, ich hatte schon auf verschiedenen in enger letzte Episode hatte ich schon gesagt, dass verschiedene Szenen mit ein bisschen komisch ausgesehen, wie das eng Pop ist, und so wird das gut zu lesen. Hun Schläver wie wann se lo nach op CGI im Wieselen, dat brauch kein Mensch. Dann hummer festgestellt an Moff Gideon huet neue Trooperen, mir kre neue Trooper präsentiert, die man bis dato noch nicht so kann tun, mat Beskar Stohl an die enger mandalorianische Rüstung ziemlich ähnlich sind, an noch Jetpack so an ein ziemliche Problem für Mandalorianer könnte gehen. Insgesamt aus dem Moff Gideon eng Bedrohung, die ich zu holen hast. Fand ich cool, fand ich mega cool. Moff Gideon als ein geiler Antagonist, du hast denke ich noch viel zu erzählen. Insgesamt als das Episode frag ja die Red Guards zum Schluss Red Guards die schon ganz vergisst. Ich skippe nehme scheinst da immer so töchte Szenen heuer durch an der Episode für dass ich man dat für einen anhalle kann. Red Guards sind gesehen, die man dann jo auch an Episode 8 am Thronsaal, wo Rey an de Kylo gegen die kämpfen, auch einen interessanten Aspekt, weil aus der Snoke schon aus dem Thema aus die schon Thema wie sie net agiert die schon am Hintergrund, wie man interessant wann die Charakter auch ein bisschen mehr Story gehen krähen wie dat wat man denen an der neue Trilogie gesehen und du hast relativ flach so ja also mir krähen viel cool Szene gewesen an ich denken Episode 8 gött gut. Ich mengen dat gëtt nach enke e grosse Showdown an der gëtt nach enke großen wie soll so dat werd wahrscheinlich mal eng dicke Cliffhanger ophalen als Bock op die nächst Staffel machen auf für allem auch nach Bock op Ahsoka machen wo ich übrigens eng Trailer Reaction gemacht und die ich verlinke kann an ja also insgesamt eng Episode die mir gut gefallen wird, diese Schnitt noch Filler Episode ugefehlt wird dat war ganz gut. Insgesamt hun ich noch immer gefehl, dass die dritte Staffel se schnitt so wie soll ich so standfest fehlt wie Staffel 2 aus Staffel 1. Die dritte Staffel fehlt sich ein bisschen vage un. Dat kann sinn, weil sich vielleicht noch nicht alles abgeklärt wird, vielleicht erst nach der große Masterplan haben und den alles ablesen und sie den Dachlo aus der absolut Sinn von mir. Ich denke nicht. Insgesamt fehlt sich viel nur Fehler Folgen und sind so einfach. Me trotzdem hatte ich ganz viel Spaß mit der Serie. Bislo so hört man ganz viel Fred berät. Ich denke mir knappe gleich richtig effektiv und der neue Trilogie und dass man so einen nahtlosen Übergang und dat ging mich frei wann du Maillut an der Stadt kennt so ich denke ich hun genug gelabert für das Episode schwätzen ha immer so viel an ich froh mich an die Wert alles verzählt
für mich ist Datei wirklich das ist schon bald Solo Podcast Datei bon. Erzählt mal gerne an den Kommentaren wie ihr das Episode gefallen also nicht Menge Episode aber die Episode 7 aus der Mandalorian könnt ihr auch so wie das Episode von der Welt aber wie würde ihr das Episode gefallen an wann da nach ich sind immer warm drauf für so Infoskrä wo man so mit sehen war eigentlich so und so gedört weil aus Clone Wars an Pipapo fand ich immer ganz interessant beschreibt genau dat wir denken es schon alles gewirrscht ja und dann ging es so ein Gesimmer aus an der nächste Episode an für de Mal muss noch mal so letzter Episode Serie drin bis dann